De Service Information et Presse von der Regierung huet de Piet Peport mat enger Aktualisierung vun der Broschüre apropos Geschichte Luxemburgs beoptragt. Broschüre, die den 20. Dezember 2022 herauskom, gouf ganz ëmgeschriven par rapport zu der Version vu Fedrun. Die neue Synthese von der Lützeburger Geschichte erweist sich als extrem ikonoklastisch, jedenfalls so stark, dass sie für eine Marketingbroschüre, die vom Staatsminister editiert, finanziert und approviert gouf, sich aber wundern kann. Erstens, nur den Namen von den großen Protagonisten von der Nationalgeschichte sich den Sos. Der Graf Siegfried geht nicht dafür, die Jahr 1963 auch nicht. Der Jean de Blannen fehlt doch, immerhin eine ganz wichtige historische Person, nicht nur der Gründer von der Schöber vor. Dann drittens, Trennung vom Territorium, die 3 Delungen von Lützeburg, die fehlen noch. Nächster Punkt, kommen wir ein bisschen an die heutige Zeit. Während an der aller Broschüre, das war der Guy Teves, den die geschrieben hat, Finanzplatz Lützeburg noch als Ausdruck von der Réussite von Lützeburg durchgestaltet gouf, schildert der Piet Peport die rezenten Skandale wie Panama Papers und LuxLeaks. Die Image vom europäischen Musterschüler wird massiv an der Broschüre angekratzt. Dann kommen wir beim nächsten Weltkrieg, wo ich muss feststellen, dass Lützeburg, weil an der Broschüre zu den Verlierern vom Ersten Weltkrieg gerechnet wird. Mit dem Bruch mit der bisherigen Geschichtsschreibung geht hauptsächlich am kurzen Kapitel über den Zweiten Weltkrieg deutlich. An der neuen Broschüre über den Geschichte an der neuen Broschüre sind 2 wichtige Evenemente aus der Geschichte im Zweiten Weltkrieg nicht erwähnt, und zwar die Personenstandsaufnahme am 3-mal Lützeburg von 1941 und der Generalstreik von 1942. Der Generalstreik von 1942 ist aber ein ganz wichtiger Moment gewesen in unserer Geschichte. Die Ursache vom Streik war die Proklamation von der obligatorischen Wehrpflicht den 30. August 1942. Der Streik, der sich von Volz aus über das ganze Land ausgebreitet hat für Kurzzeit die Industrie am ganzen Land in Stohe gebracht und hat als Folge, dass ein deutscher Besatzer 21 Leute hingerichtet wird. Es war ein großer gemeinsamer Akt für Resistenz gegen den Okkupant. Und dann als ein nationaler Kommemorationstag, den all Jahr den 10. Oktober ist, den erinnert an den Widerstand von Lützeburger Volk gegen die deutsche Okkupation. Und der Kommemorationstag erinnert konkret all Jahr unbegrad Personenstandsaufnahme, die den 10. Oktober 1941 war, wo Lützeburger Volk couragiert zu über 90%, obwohl explizit verboten, ob jetzt Zierdle mit 3-mal Lützeburgisch geantwortet wird. Das ist ein Datum, den 10. Oktober 1941, findet ihr bei den wichtigen Schlüsseldaten nicht an der Broschüre über Lützeburger Geschichte. Das ist gestracht. Dafür mich froh und ich ganz konkret, sind ihr der Meinung, dass ein Datum vom Kommemorationstag, den 10. November 1941, an der Broschüre über die Geschichte von Lützeburg 4 kommen sollte? Sind ihr der Meinung, dass der Streik vom 31. August 1944 an der Broschüre 4 kommen sollte? 42, pardon. Merci. Fand ihr nicht, dass die Kommemoration vom historischen Hintergrund von den Sakrificen am Lützeburger Land, von der Resistenz am Zweiten Weltkrieg wichtig genug sind, für mehr erwähnt zu gehen? Viertens, also eine Schreibung, weil das ist ja aber par rapport zu der Version von unserer Geschichte gewollt gewesen von ihr. Auf 5. und ich meine, das ist die wichtigste Frage, die aber trotzdem viele Leute hier im Land beschäftigt, sind da bereit, die Broschüre überschaffen zu lassen, für die Sachen dort auflesen zu lassen. Das ist so nicht merci. Ich will direkt am Fair so wie den Herr Kolbe doch präzisiert hat, dass Broschüre apropos weder vom SIP nach von einem Regierungsmember geschrieben wird, die wird geschrieben von einem Historiker. Das wurde Herr Teves 2008, das Herr Peporte 2022. Es soll chemisch falsch verstehen mit Missionen, die da ist, dass das ein Historiker die Arbeit gibt. Ich habe mich da raus als Premierminister. Ich meine nicht, dass schon mal da ist, für richtig so, was er so dran schreiben, das ist einfach eine Frage gewesen. Ich meine, wir müssen einfach so, dass der Titel nicht eine private Recherche war von Herrn Peporte, aber trotzdem eine Broschüre, die rausgeht unter der Responsabilität eben vom Staatsminister, also nicht also gut die Responsabilität, und in dem Sinne, dass das nicht eine Arbeit, die Recherche komplett unabhängig auf einer Universität beispielsweise schreibt, wie der Staat hat schon eine Responsabilität. Und ich meine, die hat nicht auf Frage geantwortet, wir geben sich aber trotzdem eine Frage. Sie sind nicht der Meinung, dass die wichtigsten Datum allokiert dort machen oder nicht,
wie einfach so, ob da die wichtigsten Datum wie der Streik oder auch wie die Personenstandsaufnahme, was der Kommemoration hier am Land ausmischt, ob die nicht aber sollten an seiner Broschüre über die Geschichte von Lützeburg, die vom Staatsminister editiert wird, verantwortet wird, wie es dran steht. Ich wiederhole, Herr Präsident, was ich gesagt habe, dass nicht mir, dem Historiker zu so Werten zu schreiben hat oder nicht.